Du musst schaffen kommen. Ey. Oh nee. Oh, wirklich? Damn! Herzlich willkommen bei den Elevator Gaming News mit mir, dem fette Perso Net. Wir gucken uns heute, was wir verpasst haben am Sommer. Das hier auch ein bisschen ein Last gewesen am Sommer, auch von die Hauptknüllerin schon am Ende des Jahres kommen. Naja, gucken wir mal, was gelaufen ist. Wir haben mittlerweile echte Gameplay gesehen vom neuen Star Wars Jedi Fallen Order. Und den Hype ist weiterhin echt aufgeändert. Die meisten Leute sind sich eins, dass es zwar ganz gut ausgesehen, aber viel Infos über das Spiel, wie zum Beispiel Kreist, Lenkt, Freiheit, das fehlt alles nicht. Ein groß und dann aber auch verwunderlich Nachricht war dann, dass den weltbekannten Streamer Ninja Twitch verlost wird, für rüber bei Mixer zu wechseln. Mixer, das ist die Streaming-Plattform von Microsoft, und es gouf natürlich fern spekuliert, wie riesengroß die Geldsumme muss gewesen sein, die hier dazu gebracht wird, rüber zu wechseln. Er hat aber auch ganz schnell über 1 Million Followers gehabt und hat auch die Zahl mittlerweile sogar schon verdübbelt. Auf alle Fälle hat Twitch sich beim Ninja bedankt, an dem sie auf seinem anderen Channel irgendwie ganz unfreundlich Material laufen gelassen haben, bis das schlussendlich dann aber gestoppt ist. Leider haben am August nächst 2 Massenschießereien stattgefunden, eine zu Dayton, Ohio und eine zu El Paso, Texas, wo leider auch ganz viele Verletzte und Tote gab. Das hat der amerikanische Präsident Donald Trump an verschiedenen anderen Leuten aus Politik und Medien nächst dazu gebracht, die Schuld von solchen Schießereien auf Videospieler zu geben. We must stop the glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace. You are fake news. So hat war Diskussionen entfacht an all die Klischee goufen aus dem Tier geholt. Intelligent Leute hatten viel Arbeit, all die unzählige Etüde vorzulegen, die keinen Zusammenhang zwischen Gewalt an Videospieler und Gewalt am realen Leben bestätigen. Eine gute Sache kann ihn aber bei dem Ganzen so, denn Donald Trump hat das so seriös geholt wie alles ernst und du wenn's schwätzt mittlerweile schon im King. Und du machst nicht genug, wie viel Einfluss die amerikanische Politik auch auf uns hat, dürft mittlerweile dann auch sogar bei den Gamer sehen. So hat unter anderem der Phil Spencer, Chef von Xbox, darüber gesprochen, dass die Zukunft von den Preisen für Spieler, mehr hauptsächlich für Konsolen, enorm beeinflusst sind von Donald Trumps sogenannten Tariffs gegen China. Vielleicht wäre es gut, mit der Next Gen zu warten, bis das Land von den unbegrenzten Möglichkeiten nächst zu sich kommt. Apropos Phil Spencer, an einem ganz raren Tweet, wo man nicht über Videospieler gesprochen wird, hat er preisgegeben, dass er extrem auf den neuen Tool-Album flippt. Dazu so mehr nehmen. Bei Perfect News geht es dann aber auch nach zu verschiedenen Serien, die das Jahr herauskommen. Vier ob den ersten Trailer für The Witcher auf Netflix gespielt vom Henry Cavill. Und es leitet sich eins den Trailer gesagt exzellent aus, auch wenn es natürlich immer etwas zu meckern gibt. Auch wenn es natürlich immer etwas zu meckern gibt. Auch wenn es natürlich immer etwas zu meckern. Auch wenn es natürlich immer etwas zu meckern. Ja, was ist das dann? Sie ist mir horizontal, du bist zu vertikal. Ja, auch wenn es natürlich immer etwas zu meckern gibt, sind Fans sich aber eins, dass sie alle gut sich freuen, die Serie endlich am November zu sehen. Das ist immer lang an die Sendung ist kurz, dafür kommen wir nach schnell mal die Quick News. Control ist released an Kodiments gut Kritiken. Pokémon Go hat den Milestone von 1 Milliarde Spieler erreicht und wir haben mittlerweile neue Gameplay von Death Stranding gesehen. Großen Hype unter dem Call of Duty Modern Warfare, da konnten wir auch endlich Gameplay zu gesehen und mittlerweile laufen auch die verschiedenen Beta für PlayStation, Xbox und PC. Final Fantasy soll eine Live-Action-Serie kreieren, über die wir aber noch nicht mehr wissen. Nintendo hat eine neue Switch Lite herausgebracht und der Matt Grinner von Halo hat sein neues Spiel Disintegration vorgestellt. Bleibt mal am Schluss danach just übrig erst daran zu erinnern, dass diesen 21. und 29. September DLGX stattfindet, dass die 4. Edition und dass die erste Kehr, wo sie an der Lux Expo umkircht ist.
Das Ganze fand statt auf einer Fläche von 6400 Quadratmeter, was angedeelt an 5 Bereiche, wie zum Beispiel E-Sports, New Tech und Cosplay. Und es sind auch Überraschungsgäste, wie zum Beispiel den Tom Blaschiha und den Mark Eddy von Game of Thrones. Spannende Turniere, mit fette Gewinner. Und auch ich sind auf der Platz, also los der Stadt auf keinen Fall entgehen und kommt bis Latsch. Voilà, das waren Not Gaming News 4 Haut. Lo kann ich nächste bisschen zurück an meine Vakanz an, da sehen wir als nächstes zurück, wann darum heisst, EDF Gaming News, Mann, fette Pets Netz. Tschüss! Oh. Tschüss. Ja. Was bist du denn? Anscheinend das sei Schleim für WoW Classic.